Süße wie ein Gummibär, Süße sitzt die zu mir her. Wie ein Gummibär, mein Schneckerl, hey, du bockst mich bei der See. Du bockst mich bei der See, hey, hey, hey. Du bockst mich bei der See. Du bockst mich bei der See, hey, hey. Schau schon, wie die da flaniert, wunderschön und ungeniert. Wie die da flaniert, hey, sie tanzt ungeniert. Hey, die packt mich bei der See, die packt mich bei der See, hey, hey, hey. Sie packt mich bei der See, sie packt mich bei der See, hey, hey. Die Zuckerseiten her, schmeckt's mir mächtig immer mehr. Die Zuckerseiten her, hey, da brauchst nix mehr. Hey, du bockst mich bei der See, du bockst mich bei der See, hey, hey. Du bockst mich bei der See, du bockst mich bei der See, hey, hey. Süße wie ein Gummibär, Süße sitzt die zu mir her. Wie ein Gummibär, mein Schneckerl, du bockst mich bei der See, du bockst mich bei der See, hey, hey. Bei der See, du bockst mich bei der See, hey. Dies für alle Verliebten. Verliebten, 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 verliebten. Die bocken die bei der See. Das war Queen Bee von großartigen Taj Mahal. Der Touch, wie ich ihn gerne nenne, Taj Mahal, es ist ein Künstlername, aber ist ein Blues- und Weltmusiker aus Amerika, der mich schon sehr lang begleitet. Ich habe als Bub, ich schätze mal, ich war 12, sowas darum dumm, habe ich eines Nachts heimlich, schätze ich mal, ja, oder vielleicht, es war am Wochenende oder sowas vielleicht. Es war auf jeden Fall sowas wie Live aus dem Alabama oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Format war, aber manchmal, es war auf jeden Fall im dritten Programm, wahrscheinlich war es Live aus dem Alabama. Da gab es manchmal so Mitschnitte von Konzerten irgendwie. Und da war anscheinend der Taj Mahal war in Deutschland, in Minga wahrscheinlich, im Alabama wahrscheinlich, und hat da ein Solo-Konzert gegeben. Ich habe den nicht kennt, ich habe nichts von dem gehört oder gewusst oder sowas, aber das hat mich total geflasht. Der ist rausgekommen und zuerst hat er so E-Piano oder sowas gespielt und hat da einen Song rausgehauen, dann ist er vor an die Gitarre, dann hat er an der Gitarre, was war alles Solo. Und das hat mich einfach total fasziniert, so ein Typ, der Solo praktisch da vor die Leute ist, mit bloß einer Gitarre oder bloß so einem E-Piano und die Leute unterhält, ne? Mit bluesige Songs und wie gesagt, der hat auch viel so Weltmusik-Sachen gemacht. Der hat unglaublich viele Platten aufgenommen und auch
ist immer noch aktiv, ist inzwischen 80, über 80, glaube ich. Ist immer noch aktiv, ist immer noch cool drauf, hat immer noch eine totale Faszination für mich. Und bringt auch immer wieder Platten raus. Ich glaube vor 2 Jahren, 2 Jahre hat er eine Platten rausgebracht mit bloß er und der Ry Cooder zusammen, die so alte Blues-Songs gespielt haben, aber auch mit dem Cap Moe und sowas, also so Blues-Platten, ich glaube mit die Allman Brothers und sowas hat er gemacht. Seine Songs sind einige seiner Songs sind sehr oft gecovert worden von ganz vielen anderen Blues- und Amerikaner-Künstler. Und Queen Bee ist so einer seiner Hits, da die Song. Also das ist so ein Song, der glaube ich nie fehlen darf, wenn er live spielt. Und ja, ich liebe diesen Song total und habe irgendwann dann einmal gelernt, wenn man den spielt, da mit diesen ganzen Zupfsachen und sowas. Und es hat immer so ein bisschen, es ist nicht einfach nur 0815 Blues von ihm. Er hat auch solche Songs, aber ganz oft hat er so Sachen drin, die so ein bisschen weltmusikmäßig komponiert sind und gemacht sind, was mir sehr, sehr gut gefällt an dem Ganzen. Seine Stimme ist auch sehr, der hat schon immer so eine total kratzige und fast sich überschlagende Stimme, wenn er singt. Und ja, es macht einfach total Spaß, dem zum Hören und zum Schauen. Und dann haben wir gedacht, hey, Queen Bee, den machst du jetzt einmal. Das ist hiermit passiert. Es geht allerdings nicht um die Honey Bee, wie in der ersten Strophe er singt, Sweeter than Honey Bee, sondern süßer wie eine Gummibärl. Weil wie eine Honigbiene, das hat sich nicht bayerisch genug angehört für mich. Dann haben wir gedacht, süßer wie eine Gummibärl, das passt gut. Ob euch das auch gefällt, könnt ihr jetzt entscheiden und könnt dann einfach ein Like da lassen und abonnieren und kommentieren und so weiter. Wer mich weiterhin unterstützen möchte auf finanzielle Art und Weise, der kann in die Links schauen, der kann zum Beispiel mein Patreon werden oder was in den digitalen Kleingeldhut schmeißen. Vielen Dank an alle, die das machen und jetzt kommen meine monatlichen Unterstützer, meine Patreons. Auf geht's!